Goedemorgen, Lebenswasser, Kjörk en Frauen Oosteren. Mijn vrienden, het zo zou je hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie die ons on livestream kijken, nou dank je voor je lenen dat je kan met je top. Op deze weg gaat loven en prijzen vandaag en Oosteren des morgens. Ik wil gleich met eerste aanvangen met de bekonmerking. April de 29. klok 7 uur hier bij Lebenswasser Kjörk, plummen we er meer part van onze bied aan te zijn. So we laden die aan, kom met je vrienden en familie. Die worden dan gelegenheid zijn om Ongastscheiden hier, wo die kost Gemeinschaft bieden en wo die kost een nieuwe part van het gebied durchgaan en zijn wo die geld als handgegaan als part van het Maar voor Jesus project. Zij bij ons april de 29. klok 7 uur. Met de eerste plummen we onze nieuwe glieder op te nemen hier bij Lebenswasser Kjörk. Wenn die darüber auch interessieren, ein Glied zu worden, die sagst vielleicht, ich will Lebenswasser aus meiner Tüse merken, dann freuen wir die Information, dass die da abschreiben für Gliederschaft-Abnehmung. Jeder Mann, der klok 7 Uhr bist du eingeladen, rüberzukommen zur Lebenswasser Jugend. Das für alle Alter zwischen 13 und 25 Jahren. Kommt rüber mit deinen Freunden, auf hier worden Zeit von Onkas sein, von Anbetung, eine gute Botschaft sein, wo die kannst Gemeinschaft bieten mit Freunden Ramadan. So komm rüber, jeder Mann, der klok 7 Uhr hier bei Lebenswasser Kjörk. Hier bei Lebenswasser Kjörk habe ich eine Gebetslinie. Das ist immer, was du kannst fühlen, wenn dir ein Gebet fehlen wird. Hier wollen Personen sein Reuten beantworten, 24 Stunden Tag, jeder Tag von das Jahr. Und so diese Gebetslinie ist auch für alle. Und dort ist du hier in der Kjörk kommst oder nicht. Uns fehlt alle noch mal besonders von Gebet und das ist eine gute Gelegenheit, um das von immer von, wenn dir ein Gebet fehlen wird. So braucht diese Gebetslinie. Wenn du hier nie bist, hier bei Lebenswasser Kjörk, erstens will ich dich willkommen heißen. Merke hier bei uns zu sich. Zweitens will ich dich wollen, wir haben ein Geschenk gemerkt für dich und für die ganze Familie. Nur den Gottesdienst kostet nur die Information da schon und die kostet das ein Geschenk durch hohen ganz und sonst. Dankeschön für mit hier mit uns taub sein. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Mag Gott ihn wirklich segnen. Hey, good morning, Lebenswasser. Voor das goed hier te zijn. Good morning, all je wat ons online kijken, dan bloß welkom te Kjörk van jou ons morgens. Want hier van jou en jaarste en ik wil je besonders welkom heten. Ik wens dat je hier een goede opname krijgen, je hier een goede ervaring kan en dat God goed hier van jou met ons zijn. Hey, wir haben einen ganz besonderen Sonntag von dir und dort ist Ostern, wir zelebrieren, dort Jesus lebt. Er starb für uns, er stand ab und wir zelebrieren dort. Er wir nicht dort diese letzten 3 Tage, er lebt all für die letzten paar tausend Jahre, aber wir zelebrieren dort diese Werk. Dort Jesus starb für uns und er stand ab für uns und er lebt. Wir haben nu ewig leben. So werden wir bloß Gott Dankeschön sein dafür. Dankeschön, Jesus, dass du lebst und dass du für uns starbst und dass wir können von dir ein ewig Leben haben. Wir sagen bloß Dankeschön dafür. Amen. Hey, werden wir Jesus bloß einen Handklatsch geben für das heil Leben wird. Und so soll ich sagen, wir haben Torfass von dir. Dort ist auch was ganz Besonderes für uns, dort wir können Menschen taufen, wenn dort was Jesus uns raubt zu tun, dort wir sollen nur ankommen, wir sollen zum Glauben kommen, wir sollen ans Luten taufen und dann so wie wissen. Und so, ich will hier bloß ganz kurz sagen, wo das Wort allein gehen und dann werden wir anfangen mit dort. So, das erste war wie die Zeugnisse hier von unseren Tauflinge und dann wird das Worship-Team abkommen, sie wollen hier spielen. Musik spielen, während wir taufen down. Und dann, nur dort, wo wir noch ein paar Leute mehr haben, und dort Pastor Jacob eine Botschaft haben. Und was das so besonders merken, dass von der und hier so diesen Taufers haben, ist, gewöhnlich haben wir von allen Sorten Menschen, die sich gluten taufen, von ganz Jugendliche, bis Adults, Befriede und von verschiedenen Alters. Und dort so reich wenn wir zum Glauben kommen, selber Luten taufen. Aber von der und haben wir bloß Jugendliche, die sich Luten taufen. Und dort sage ich uns, dort unsere Jugend, die will, wenn sie Jesus annehmen, dann sie wollen dort Fuß reichen und dann wollen sie wissen. Wir sagen hier in der Kirche immer Glauben, wie kommt zum Glauben, wie kommt zu Jesus. Dann lud wir uns taufen, dann sind wir bereit zum Wissen. Und dort wird unsere Jugend von der und will down. Und dort ist bloß eine Freude, dass wir können hier über diese Woche Taufers führen von der uns morgens. Hey, werden wir dort nächste anfangen mit den Zeugnissen.
Durch Jesus seine Kraft in nun auf mein Leben könnt ändern. Da wo nicht dort soll je sein, und Jesus aus mein Radar, und du will ich am immer verdanken. Ich will mich hier von deren Glauben taufen lassen, aus ein Beweis, dass ich Gott mein Leben übergeben habe. Du hast eine große Freude in mir, zum wieder jährlich wosen. Dankeschön. Good morning. Mijn naam is Rochelle. Ik wil je een klein beetje van mijn leven vertellen. Zoals viele Menschen sind ich in den christlichen Heim abgewachsen. Ich habe von klein an immer biblische Geschichten gehört und von Gott gehört. Ein Tag, als ich rund 8 Jahre war, hörte ich eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der keine Eltern hat, der heimlos wird, wo er Jesus annimmt. Der Heilige Geist, der brachte diese Geschichte in mich schaffen und mit der Hilfe von meiner Mom nimmt ich Jesus in mein Hart an. Als die Zeit aber dann wieder ging, nimmt ich wieder mein geistliches Leben nicht so ernst. An und dann würde ich die Bibel lesen und ich würde meine Gebete busig sein. Ich würde bloß dann an Gott kommen, weil mir was fehlt. Dinge, was in meinem Leben passieren, kann ich nicht verstehen. Übernehmen, ich würde an, dass ich mein geistliches Leben ernst nehmen und ich muss Gott als erste Sachen in meinem Leben. Ich muss vertrauen auf arme Sachen. Wenn ich das tue, hilft er mir, Dinge besser zu verstehen. Ich kann sagen, wie Gott mir die letzte Zeit gelehrt hat, wenn ich mein Glauben an arme Sachen tue. Ab dessen Glauben, weil ich den nächsten Stück nehme in mein geistliches Leben und mich von deren Tofen luden aus den Tiden, dass ich Jesus habe angenommen. Ich will wieder wissen in mein geistliches Leben in Gott immer besser kennenlernen. Ich will gleich meinen Eltern zu bedanken für mein Lernen und Leben durch mein Leben lernen. Und ich will mich an meine Familie und Freunde bedanken, dass die sind von deren hergekommen, mit mir zu diesem Tag führen. Ich will noch gleich eine Vers mit jemandem zu teilen, wo es mir immer war, denken halten, dass Gott in Kontrolle ist. Ich kann die Sprecher 3, Vers 5 sagen. Das sage ich, verlute dich auf den Herrn von ganzem Hart und flute nicht auf den ihnen Verstand. Denk an Arm und alles, was die das und heu wat die den reichen Weich wiesen. Dankeschön. Good morning. I'm Elisa Wieb. Ich bekeer mich, als ich 15 Jahre alt war. Aber ich bin nicht klar mit meinem christlichen Leben für eine Zeit. Ich habe nicht immer so gelebt, als ich selbst, aber ich wollte, dass Jesus auch für meine Sinn gestorben ist. So will ich mich von der hoffen nach meinem Glauben und Jesus Christus. Und ich will auch immer wieder für Jesus leben, mein Leben lang. Epheser 2, Vers 8. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben, dort es nicht durch jene Worte, dort ist ein Geschenk von Gott. Dankeschön. Hi, mein Name ist Dejan Diesbrach und ich habe mich Stadttrei bekehrt und ich will diesen Stopp nehmen, um Jesus wieder zu folgen. Das ist gut zu hören, wo Menschen haben Jesus angenommen, bloß die Geschichte von seiner Hand, Jesus in ihr Leben angenommen. Sie wollen nie dort bewiesen und wollen in ihr Leben wissen in Jesus. Und wir tun nicht immer bloß ohne Austern Tofas haben, aber das kommt von der uns aus, dass Austern und wir haben Tofas und dort ja schein. Austern als ein Ding, was wir zelebrieren, wenn Jesus leben wird, nicht wenn all die Easter Bunnies oder wenn Chocolate Eggs und was immer wir alles haben. Ostern ist, wenn einer von uns Mott und Arm glauben, wir brauchen Gott. Wir haben einen freien Willen. Und heute sagt, ich will mein Sehen geben, heute wird sterben für mich in Abstand, um dort ich leben kann. Und dann werden wir mal sein, ob der dort was annehmen oder nicht. Wer von Ihnen läuft und denkt, so sei er dort, die Jeffs dort bloß, dann werden wir mal sein, wo das ja. Wir geben ernst Wort. Aber gewöhnlich je wie wenn's, wie kann sein, wenn ich das gebe, dann würde ich zu das gehalten haben. Oder wenn ich das gebe, dann wird das passieren. Jesus sagt, oder Gott sagt, ich will Jesus geben, und dann werden wir mal sein, wo das wird geben. Dort ist nicht bloß, dort, ich will das ganz näher, dann wird die Welt ganz gerat sein. Er sagt, die müssen danach an Jesus glauben. Und so dort ist uns freier Wellen. Und er läuft uns alle so sehr, dass er sagt, hier so ist dort.
waar we mal zijn als die woorden aan am geloven. En van der an, wie hand hier toll fast, von der an, wie geloven an Jesus und dort jetzt bloß schein, dort wie kann über diese Wahrheit, wie kann zelebrieren, wie kann ausdrücken haben und wie kann sein, Jesus lebt und ich lebe nur in der Ewigkeit, für die Ewigkeit. Das woran wir hier von der an sein. Amen. Amen. Hey, wir waren hier zusammen Worship-Team, was zusammen Musik haben, wo wir anfangen zu taufen. So vielleicht noch sein, dort wir taufen nicht mit den Mike dabei, aber wir taufen in den Namen von den Vater, von den Sohn und von den Heiligen Jesus. Da wir alle abstunden, Gott loben und preisen. Gott von der Lösung mit dem Weichung, dass du Leben heißt, doch wie alles wir nicht ein. Aus der Stein wird weicher Rand, gibst du Gott noch der Gut, du bist stehen, ich wollen mit Best, woran sie kiefer im Leben. Jeden Tag Kraft, Jesus lebt, ich sing wie Allah liebt. Ich hoffe und darf, dass wir brechen, die verändert und lebt. Gott wird verkündet, heute sehen.
was du din leven juist. Doch wie alles wie nu daar, als de storm wordt wacht je rond. Jums ut och grov je går, låt det sig still i barmen präst. Och om vi ger för din leven, men ändå grov. Jag är så snäll, vi sing vi alla liv. Det kom från dödens gebrek, ett förändrat och lätt. Wenn du lebst, fällt die Hoffnung an. Wenn du lebst, haft ans Leid niemand zu nehmen. Wenn du lebst, hab ich Leben, das verändert alles, das verändert alles. Wenn du lebst, fang die Hoffnung an. Wenn du lebst, haft uns Leid niemand zu nehmen. Wenn du lebst, hab ich Leben, das verändert alles, das verändert alles. Låt det sig still i barmen präst, och om sig i för leven, en ändå grov. Jag är så släkt, vi sing vi alla liv. Det kom från dödens gebrek, ett förändrat och lätt. Målen hårt och vi döden sen. I bången klistren en kroppslösas blod. Den lang hem och från krigets nomine sorg. Haffel och kroppen och smiloten går. Ett barn ich förgeten kan, och niemals förgeten kan. Jag vet att det sind dina Leute, jag öff mich ab, när barn ich förgeten kan. Gefangna en keren von Sinn. Jag har mina schulter, jag mich kun betun. Dann ut och kroppen, och en grauten sig. Du kommunikerar, och du upp mig fri. Jag kan ich förgeten kan, och niemals förgeten kan. Jag vet att den sind dina Leute, jag öff mich ab, när kan ich förgeten kan. Ström, jag sänkt några poängåren bara och nej. De Leute min hårt bort för jag säng. När kan ich förgeten kan. Immer 10.000 Jahr, ramla till ström. Jag sänkt några poängåren bara och nej. De Leute min hårt bort för jag säng. När kan ich förgeten, när kan ich förgeten.
doten sind die Leute nicht auf. Ich war nicht für jeden Tag. Ich war nicht für jeden Tag. Und niemals für jeden Tag. Ich doten sind die Leute nicht auf. Ich war nicht für jeden Tag. Live var alla fighten. Jeg nådde å fallen fri. Jeg vet at Jesus rädd mig. En döds genug för mig. Och vända faller här. Och sen mig ta mig fri. Jeg vet att jag är att se. En döds genug för mig. Halleluja. Keiner grata, Halleluja, bort von Rara, har du öfst dies Herz gebrochen und tot kriegt, din Opfer, du hast genug für mich. Låt min hart för immer singen bloß von dine Leib. En Guds genug för mig, övertraft och mina Fehler. Stärker oss om min Sieg, dort und dit von dine Raro. En Guds genug för mig. Halleluja. Sin blod så vet var skilt ut av Golgata. Allt är krov från min ära och en döds genug för mig. Sein Wunder, wo du die Welt in deine Ohnmacht führst. Ich sei dir stets,
Ik hier al høre rømlen, de ganske schäfer, red von dine kraft. Dann singt min hart, min rara Gott nu dig. Hvor grøt bæst du, hvor grøt bæst du. Dann singt min hart, min rara Gott nu dig. Hvor grøt bæst du, hvor grøt bæst du. En barnægt dag, hvor Gott sin einziger Sinn jeg schickt am nem Krieg, kon dort nicht verstehen. Dort Heil und Fried, ganz wellig wird erleden, Hei bladen stark, de mine sind betont. Dann singt min Hort, min rara Gott nu dig. Hvor grøt bæst du, hvor grøt bæst du. Dann singt min Hort, min rara Gott nu dig. Hvor grøt bæst du, hvor grøt bæst du. Van Jesus med då trumpeten skjolden nämnt min och hus och frå min hårt vart sen Hack be mi då in dig mot far min rara en ropt han högt min God for grøt bæst du. Dann singt min Hort, min rara Gott nu dig. For grøt bæst du, for grøt bæst du. Dann singt min Hort, min rara Gott nu dig. For grøt bæst du, for grøt bæst du. Dan singt min Hort, min rara Gott. For grøt bæst du. Dan singt min Hort, min rara Gott nu dig. For grøt bæst du, for grøt bæst du, for grøt bæst du, for grøt bæst du. Weens wat hij veranstalt, heb ik hier van jou taub zijn. Du hast keiner grater als wat hij is van jou. Hij is nu aan onze zijde en hij wil dat goed voor ons. Amen. Amen. Hey, je kan je een doel zetten. Pastor Jacob wordt napkom. Hij heeft een Osterboodschap voor ons. So, waar we zijn boodschap hier. Good morning, Sola. Dat is best een goede tijd. Ik wens je een vrouw Oosteren. Dat is best goed dat we kunnen Oosteren top vieren en we kunnen Tolfas hebben. Ik merk dat plus zo bijzonder, zo special.
Und dort die hier alle sind, dort sei besonders mich interessiert dort zu sein, dort die Familien hier sind, die ihre Kinder in ihr starten und bloß mit feiern und zelebrieren. Und das bloß von uns alle und sei ein guter Tag. Und so Frauen Austern zu ihnen alle. Meine Botschaft ist heute von der auch lebt. Frauen Austern. Und das will nicht Frau ist, because er lebt. Und in dieser Zeit, wo wir leben, jetzt sind, wo Menschen anfangen zu zweifeln, ist es wirklich so? Kann es uns sein, dass Jesus ist gestorben? Ist es wirklich so, dass er ist abgestanden? Und der Teufel, der versucht uns zu merken, zweifeln und sagt, vielleicht ist es bloß eine Geschichte. Vielleicht ist es gleich so. Vielleicht ist es bloß alles abgemerkt. Und wie will bis jeden den Teufel seine Lehrnis kommen, von der und Gott sein Wort checken und checken dort, wo er sagt, dass er abgestanden ist und dort, wo alle können bloß geloten da ever sein und auf dem festen Grund stehen. So, ich will lesen aus Korinther 15. Und diesen Kapitel, den schreibt Paulus nach der korinthische Kirche. Und er schreibt den da, wenn die Menschen, die haben da ein bisschen Glauben, wo sie von Rütschheim, some von denen wir als Christen, aber sie haben Glauben, von wo sie Rütschheim, wo sie so Weisheit oder Wissenschaft anbeten. Und sie glauben nicht, dass sie ein Charper haben, wenn sie abgestoßen sind von dort. Und dort wird das Kapitel von herkommen. So Paulus, die Schrift, zum lehren und sagen, dass wir ein nie Charper haben, wenn wir abstoßen von uns dort. Dort von wo das herkommt. Und so, ich kann wirklich den Kapitel noch mal ganz stark lesen. Es ist interessant zu lesen. Es handelt sich dass wir ein nie Charper haben. Und das ist, was er sagt in 1. Korinther 15. So, er fängt an zu schreiben, und er sagt, aber wenn du gepredigt wird, dass Christus von dort abgestoßen ist, wo kann einer von ihnen sein, dass der Todes nicht abgestoßen war? Wenn das so nicht hilft, dass der Todes abgestoßen, dann ist Christus auch nicht von dort abgestoßen. Und wenn Christus nicht von dort abgestoßen ist, dann ist uns Predigen vergebens und uns Glauben ist, und jün Glauben ist vergebens. In anderen Worten, jün Glauben ist dann vergebens. Wenn ihr da nicht an glauben, dass Jesus ist abgestoßen, dann ist jün Glauben ist dann vergebens. Und so, was er mit das sagt, ist, dass wir auch ein neuer Körper haben. Jesus, der hat einen neuen Körper, würde ich gerne sagen, dass Jesus hat einen himmlischen Körper, ist er Abstand von dort. Er hat einen neuen Körper gekriegt. Und Paulus, der sagt in diesem Kapitel, wir auch einen neuen Körper haben, wenn wir abstehen. Jesus, der lebt für 40 Jahre ab dieser Erde, er jinkt an manche Menschen, nur dem, dass er abgestoßen wird von dort. Und so, er jinkt manche Menschen, und er verteilt mit den Menschen, und er eicht mit den Menschen taub. Und da wird er zweifeln, sagt er, hier, Fut mich mal an, schau mich mal an. Ich sehe wirklich Jesus. Ich kann nie ein Körper. Und so er hat einen himmlischen Körper. Aber wir weiten dort, dass wir nie ein Körper, ein himmlischer Körper, wenn die Jünger, die wir taupen, ein Haus, und er kam dann an und sagte, der wird ein Tür geschlossen, und er kam bloß durch, und dann wird auch einmal in das Haus bauen. So, ich will Ihnen bis alle sagen, im Himmel, wenn ihr der Tür geschlossen habt, ich will bloß ankommen. Ich will bloß ankommen, ich kann durch den Weg durchgehen, weil das, was Jesus tat, er wird bis auf einmal in das Haus bauen. Aber die Ursache ist, wo ihn das hier dazu schreibt, das ist nicht um zu proven, oder dort um zu beweisen, dass Jesus ist abgestanden. Er will das beweisen, dass wir auch einen neuen Körper haben. Wenn die Menschen, die wissen das alle, das wird eine ganz gewöhnliche Knowledge, würde ich sagen, eine Weisheit, was Menschen bis wissen. Das wisst ihr alle, dass Jesus der wie abgestanden. So, dass wir nicht, wo ihn das schreibt, er schreibt das, dass wir das würde verstehen können, dass diese Menschen würde verstehen, dass wir auch einen neuen Körper haben, wenn wir abstehen. Und von der Kultur sind wir ein bisschen weggewinkt, von dort Menschen weiter nicht ganz nah, wo wird das sein. Und diese Menschen in Korinth, die haben das auch so zu holen, dass sie abstehen von dort, aber sie würden bloß die Erste sein, in der ersten Welt schwamm, wo nicht wirklich einen Körper haben. Und das ist, wo Paulus das schreibt. Und wenn wir kommen bei der ganzen Osterzeit, wo Jesus starb, und wo er begraben wird und wo er abstand, das ist even in unserer Kultur, ist das ein bisschen ein Ding, weiter nicht mal nah, wo ihn das ist. Ich habe mit vielen Menschen geschafft in der Geschäftswelt, und die früher einmal, sie können ein Werk, meist ein Werk fair Austria aufhaben, nach einem Werk nur Austria, und ich frage noch mal, wieso? Was will die aufhören? Was passiert? Was will die tun? No, sie will auf Vacation fahren und so was. No, aber was meint Austria? Ich weiß nicht. Aber die sagen, dass irgendwann, wenn Jesus, vielleicht ist Jesus gestorben, dann glaubst du das? Was kannst du sagen? Vielleicht ist das nicht geschehen.
En dat is wat een beetje passiert. En de Teufel wel had dat we zullen anfangen te twijfelen. En zo we wel best dat klaar merken dat Jezus der is gestorven, hij is opgestaan en hij leeft waar. Korinther 15 vers 3, daar gaat hij nog eenmaal tegen, Paulus sagt, als eerstens hij kunt dat wiedergegeven, wat ik gekregen had. Christus is voor onze zinden gestorven, als geschreven staat. Hij is begraven worden en stond am derde dag op. So dit zijn mijn 3 punten van deel. Jezus is gestorven en hij wordt begraven en hij is opgestaan. En dit wat we kunnen zeggen, dit zijn dus de 3 poort van het evangelium. Want we moeten nog mal kijken, wat is het evangelium? En we willen zeggen, wel het evangelium is dat Jezus is gestorven. Dat is de geschichte van hoe hij gestorven is, hoe hij begraven is en hoe hij opgestaan is. Dat is ons evangelium en dat is de grond waar we boven staan. Dit is waar we boven staan, dat is ons grond van onze geloven. En hij gaat weer en hij zegt dus dit, dat hij leidt zich van Petrus zijn en dan van de 12. So Paulus zegt dat Jezus der heeft zich laten van Petrus zijn, even de 12 jünger haben zijn. Nou, we weten dat de 12 Judas die weer al gestorven en aber ze hebben nie jünger dan gezegd, so de 12 die haben zijn. Nu leidt hij zich van over 500 Brüder op eenmaal zijn, so hij weer met een deel mensen taub. Ik stel me zoveel, vielleicht zoveel als wat hier in de kerk zijn, er nog meer 500 op eenmaal. En dan zegt het, van die nog de meeste leven, waar ook al einige aangesloten zijn. So Paulus zegt, want je wel goed redt met die. Dus de meeste die leven nog van die wat de Jezus gezegd had, waar ook al some aangesloten zijn. Some zijn al gestorven, maar de meeste die leven nog. Nu wijst hij zich den Jacobus dat wie Jezus zijn broeder. So der heeft zich laten van Jezus zijn broeder zijn. Ik dacht dus de werk waar we dat zijn, je was van, mijn broeder wordt zijn opgestaan van dat. Ik wil hem haar pot gekregen en zei, oké, nu vertel me een beetje meer. Dus wat is de plan hier zo recht? Dit alle dergelijke, nu leeft hier waar aan. Dus wat jij hier krijgt, du bent mijn kleine broeder. Wat jij hier aan? En zo van zijn broeder leidt hem zijn en dan al de apostel. En te laatst leidt hij zich zijn van einer der Bittertids geboren weer. Wat hij met dat zegt, dat Paulus zegt, hij leidt zich ook van mij zijn, wanneer ik ook niet die tijd leef. Maar we weten dat Jezus die kwam naar Paulus op dem weg naar Damaskus en leidt zich daar zijn. Hij traf Jezus daar. Dat is wat hij meint, dat hij weer bittere tijd geboren. Hij weer niet, die tijd is Jezus die 40 jaar op die eerd weer. Maar later, dan kan hij ook Jezus zijn. Hij traf ook Jezus. En zo Jezus leeft. Hij is opgestaan. En zo mij ankert durch de 3 poorts durch te gaan. Van dat hij gestorven is. En dat hij begraven wordt. En dat hij waar leeft. En de Bijbel is genoeg dat we worden kunnen zeggen. We geloven in de Bijbel. En de Bijbel zegt, en dat is genoeg voor mij. We zeggen dat groot, dat is genoeg voor mij. En wat mij interessant is, dat in de geschichtenbeker, dus de historybeker, daar hebben ze ook dat nu gestudeerd en die hebben het ook bewezen dat door de medizinische wijsheid, dat Jezus die weer werkelijk gestorven en hij wordt begraven en hij stond op. En zo die paar dingen janken me door te gaan van deel. So het eerste, hij is gestorven. Jezus is gestorven. Zo we die vers mal lezen, dat we die dag an dem zij zich bereid maken voor een grote Sabbat. En zij willen niet gaan dat de doden om Sabbat om Kreuz hangen zullen. Doorween vroegen zij Pilatus, als hij de doden niet wordt van wo die laten de bein breken, dat die kunnen vom Kreuz genomen worden. Dan kwamen de soldaten en breken de eersten de bein en ook de anderen die met hem gekreuzigd weer. Aber als zij naar Jezus kwamen en ze even zelfs doorleiden. En zo de mensen die kwamen daarom, de soldaten, om de bein breken, omdat die worden sterven. So ik heb hier een paar beelden, zo zei Jezus kreuzigd deuten. Dit zijn de nagel, die zijn van 5 tot 7 zoll lang. En ik ga je zien, wat hier in Grootboer waar in gelenk hebben ze de nagel doorgedaan. De geschichtenbeker zijn dat 30 jaar ver Jezus wordt gekreuzigd. Dan duiden ze nog einmal in hand de nagel door. Maar ze worden aan dat weer te zwak. De hand die had 10 weken het vlees manchmal aan rijdt dat door. En dan kunnen de rebben wat van een gevangenis komen dan los. Zo ze vangen aan de door de
enkel der, oder groß besiedelt enkel, wenn je wurde eine Handpfeil kriegt in der Maat von jenen Arm, das hat du ganz weg, dass der kriegt besiedelt 2 Knärkes, und die Ursache, wenn sie das deuten, hier ist das, dass wir das soll die besser die wegholen, und wenn sie den hier durch die Sehen deuten, den Nähl durch, dass je viel Grad weiter, die Hand, die klamm taub, und was sie noch deuten ist, wenn sie den hier den Nähl durch deuten, dann deuten nicht durch eine große Oder durch, wenn sie wollen nicht haben, dass die sollen bloß hastig uitbladen, das soll ein langsamer, sehr schwerer Tod sein. Und dort wollen sie anfangen, durch die Großbuben, den Enkel, den Nähl durch zu tun. Das je viel mehr weiter den Zweig. Und es ist das so, dass wir viel sicherer, dass nicht auf einmal wer wird loskommen. Und dann das ist so, dass der echte Feit da, wir haben auch manchmal gesehen, dass die haben vielleicht auch Bilder, dass sie da einen Stuhl haben, wo die Feit keine Buben sitzen, aber dass wir wirklich nicht so, dass das passiert, der auch zwischen die Knärkes, wenn die war, Leute auf den Feldpfeil, dass eine Wege steht, und dort, wo sie den Nähl durchdeuten, dass das nicht wird Knärkes gehen, aber dass das wird durch die Sehen, und dass das wird besser hell. Und so, und dann wird das bis Glück an den Pool angenäht. Hier ist noch ein Bild, wo der an 3 Nägeln muss hängen, und was das hier ist, das so ein bisschen wiest, ist, dass wenn die schon am Kreuz hängen, die Menschen, der einzige Weg, wo die können Lauf holen, ist, wenn sie sich mit ihren Arms eine Hecht tragen wollen, mit der Feit noch schieben, mit den Arms auch sehr rieten, dass sie können Lauf holen. Die Lunge, die wir hier ganz top geholt, so sie können nicht Lauf holen, wenn sie sich nicht selbst anheben. Und dort, wo werden sie da sein, dass Maria ist der große Tag, Maria ist der Sabbattag, und wir wollen nicht haben, dass die hier noch langsam am Kreuz hängen, und so, wo du uns Leuten, die gehen die Beine brechen, wenn sie die Beine hier zu enge würden brechen, dann können sie sich nicht mehr anheben, und die Geschichten wird ja sein, dass bloß Minuten Luther, von was sie die Beine würden brechen, dann wie der Mensch tot, wenn die können sich nicht mehr anheben, und dann steckt der am Kreuz, wenn die können nicht mehr Lauf holen. Und aber Jesus, der steckt nicht am Kreuz. Wenn sie kommen doch an, die Bibel, die sagt, dass die erste brücken sie die Beine, den zweiten brücken sie die Beine, und an Jesus brücken sie nicht die Beine, wenn wir alle gestorben. Und es sagt, jung, wir doch einmal, dass wir gestorben, wenn sie heute mit dem Spieß gespeckt. Und so hier wisst ihr, wo sie mit den Specken down, aber Jesus, der wir all dort. Aber der Soldat, der speckt dann bis nach an der Seite nehmen, hier hat das Maße durch die Lunge und bad im Hart nehmen. Und Blut und Wut daran dreht. Ich lese mir da ein bisschen nur, wenn ein Mensch tot ist, Blut und Wut daran dreht, das prüft, dass der Mensch ist tot. Und so, Jesus, der starb nicht, wenn an den Spieß wird im Hart gespeckt. Jesus, der starb, wie würde ich gerne sagen, von einem gebrochenen Hart. Jesus, der sieht, dass keiner würde sein Leben nehmen, er würde sein Leben durchleihen für uns. Er würde sein Leben bis hingeben. Er schrie mit einer lauten Stimme und er sagt, nu ist es alle fertig, nu ist es alle betult. Jesus, der steckt nicht, seine Beine werden nicht gebrochen, Jesus, der wird nicht gesteckt. Jesus, der gibt sein Geist an und er sagt, ich gebe mein Leben an. Keiner wird mein Leben nehmen, keiner wird meine Beine brechen, kein Knirken wird gebrochen werden. Ich will kommen und ich will mein Leben angeben. Das war das hier jetzt erprobt, dass er nicht gestärkt wird. Und so, Jesus, der wir all dort, dass er da wird. So, der nächste Point ist, das ist Point Nummer 2, und dort ist am Wort begraben. So, das ist der nächste Samaris, er ist gestorben, und dann der nächste Samaris. Dann der nächste Samaris, Marien, dort ist, als der erste Fasttag Eva, wir sammeln sich die Pharisäer und Hohepriester für Pilatus, so wie würde ich gerne sagen, jetzt war eine Prediger-Meeting, nu kommen die Hohepriester und Pharisäer kommen waren für den Richter für Pilatus, und dann sagen sie, uns ist gerade beigefallen, dass das Schwindler, das ist ein Wort, wie würde sagen, vielleicht in so einer, was den anderen hängen am Licht wird. Sie sagen, hey, uns ist beigefallen, dass Jesus, der sieht, nu fällt uns das actually bei, Jesus, der sieht, dass als er noch lebt, dass er nur 3 Tage wird abstehen. Von dort wird er abstehen. Und dann sagt er, dann ja Verordnung, die ersten 3 Tage streng über das Grab zu wirken, dass seine Jünger nicht kommen und am Weg stehen und unter den Menschen sein, heißt von dort abgestehen. Dort wurde den Menschen nicht zuletzt nicht, dort die Menschen nicht zuletzt nicht euer Unschmerz
waren als die ersten andere weer. Zij merken dat ze hier, Jezus had al eier de mensen angeschmert, maar nu nog wordt op einmal wach zijn, wordt de mensen nog dalle anschmeren, so waar we zij oppassen, dat bij den Graf, dat niet op einmal de Jünger aan waar komen voorstellen. En zo wat mij baart, is dat de Jünger, die denken er niet mal over. Die zijn irgendwo een treuer dat Jezus dood is. En deze fariseer en hoogpriester, die zijn dat dood met de gouverneur, dood met Pilatus. En die zei, ons is bijgevallen dat Jezus zegt, eigenlijk, hij wordt opstaan. En ik denk, waar zijn de Jünger? Dus wanneer Jezus te mij had gezegd, ik word opstaan, dan word ik zo denken, ik wil dat zijn. Ik wil zijn, want hij dergt gaat. Ik wil zijn, waar er wat loten. Maar nou, zij denken, die is dood. Die is gestorven. En dan zegt Pilatus, door hij soldaten, so hij zegt, voor zich kennen, dat soldaten hebben, hem daar oppassen. Goed merkt dat zo zeker als je kan. En zij gingen en zeggen dat Graf daarmee, dat zij den Stein verzeilen en soldaten aanstellen. Dit wordt verzeild, dat meint, dat zij daar dat toeschmeren. Op Engels zegt hij sealden dat. Wie we zeggen, met zo'n smant, dat wat we gebruiken zum Tofelen aanbaken. Baken je het smant, of wat immer. Ze baken dat toe, dat de Stein wordt gesealed zijn. En aanstellen ze soldaten aan dat zum te werken. Dat niet op einmal wordt weer kunnen komen Jezus voorstellen. En zo, mir is het interessant, hoe de Jünger zijn geweest. En we weten dat zij geloven dat hij weer dood. Wenn Maria Magdalena en die wat dan Graf kwam, die kwam met eil doorgaan. En zij willen den Jezus aansmeren. Bij een verovend weer het lood geworden, had hem bis aangerold. En nu willen ze doorgaan komen met eil te hem aanzetten. En dat zegt even op een weg, als ze doorgaan gingen naar Graf, dat ze bereden zich en zeiden, wer wat den Stein weggehaald. En wo we dat krijgt dan zo ik leef. Zij worden niet mal gewusst hebben dat hij den touw geschmert hadden, den Stein. Zij worden ook niet gewusst hebben dat de soldaten weer, wat er was, dat ze abhosten naar aan. En zo hij wordt begroofd. En dit is een zeer wichtig punt voor ons, dat we dat geloven en dat we dat verstaan, dat hij wordt begroofd. En dat wat we hier vandaag daar met deze tafels, dat is dat wat dat representeert, dat we met am Taub ook gestorven zijn. So dat begroven, dat heeft een zeer wichtig punt voor ons. Wenn dat bedient, dat het oude dat is vergaan en nu is het alle niet geworden. En zo we hadden een vers hier in Roma 6, we waren durch dem Deupen met am Taub im dood begroofd, dat zo als Christus durch den Vater zijn Herrlichkeit kan vom dood opstaan, abgewagt worden, we kunnen een nieuw leven wandelen. En zo wenn Jezus wordt begroofd met dat, waar we met am ook taub begroofd zo te zijn, als we ons tafel houden, met een duipen zegt het, en dat we kunnen een nieuw leven wandelen. En zo, we horen onze handen alle hebben niet leven aan. En zo, ik wil best dat moed spreken, die wat zich van de laten tafel nu wandelt in nieuw leven. Because je hebt je tafel, je hebt den stoop genomen, zo nu wandelt in dit nieuw leven. En voor die wat hier zijn en zich al lang eier hebben laten tafel, nu wandelt in dit nieuw leven. En voor die wat er nog niet Jezus gaan, leert hem gaan, neemt hem aan en dan wandelt in dit nieuw leven. En dat is wat het wichtig merkt, dat we dat verstaan gaan, wat dat te ons meint, dat we ons tafel doen. Wat het meint is, dat oude dat is hängen gebleven. Als Jezus begroofd wordt, hij kwam daaruit en hij had een nieuwe karpa. En zo wie weet nog, hij ging tegen daar en hij had een nieuwe karpa. En ik weet dat wanneer ze door hem Graf gaan aangekijkt, da weer kleine knelpjes en zo'n dingen. Aber hij had een nieuwe karpa. En dat is wat het meint voor ons, wanneer we ons tafel laten. Dat oude dat is voorbij gaan, dat oude hebben hängen gelaten. We staan op met de kracht van een Heilige Geest. We staan op en we hebben een nieuw leven. En nu hebben we de kracht om in een nieuw leven wandelen. En zo... Nog eenmaal waren de eerste punt is dat hij is gestorven, de tweede dat hij is begroofd en aan de derde en dat is hij leeft. Dit is Matthäus 28 en dit is hoe we dat lezen dat hij leeft. Als de Sabbat weer tijdig den eerste dag in de week gingen Maria Magdalena en andere Maria dat Graf te bezien. So, ik weet niet, wanneer ze hadden gewusst dat de soldaten waren, dat het teuer schmert, wie vielleicht wären sie nicht mal gegaan. Maar ze gaan daar aan weg gaan en harch, da passiert ein großes Erdbeben, weil den Herrn sein Engel kam vom Himmel rauf en raal den Stein weg en zat zich daarboven door. Ik geloof dat ze een groot ding heeft en te zien gehaald en nu zat er door am Stein, zeg
Weil ihr noch mehr? Nein, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber er rollt den Stein weg. Sein Gesicht scheint es, die Blitzen, seine Kleider werden so weit aus der Schnee. Und die Wächter verfehlen sich so sehr, dass sie zerren Hand fallen, als wenn sie tot wären. Aber der Engel sagte, der früh ist verhüt nicht. Ich weiß, dass ihr den Jesus sehen, der durch gekreuzigt wird. Er ist nicht hier. Und das ist der Gute Nordreich. Er ist abgestanden. So ist er sieht. So ist der Engel, der sagt auch noch, was er zu früh ist. Er hat auch noch einmal, was er denken halten. So ist er sieht. So er ist abgestanden, so ist er sieht. Denkt ihr dort? Und so, komm, check, wo er gelegen hat. Dann gut Schwennen sah ich seine Jünger, dort er vom Tod abgestanden ist. Und dort er verjüht nach Galiläa gehen wird. Dort war ich am Sein. Ich habe ihm dort nie gesagt. Dann gingen sie Schwen von Graf weg mit Furcht und mit großer Freude und rannten nach seine Jünger und sehen dort. Und als sie seine Jünger dort berichten, dann bejahten sie Jesus und bereisten an. Dann bejahten Jesus an und bereisten an. Und so Jesus, der kommt auch am Weg gegangen und sagt, hi Ladies, wo seid ihr am Weg an? Er bereist an. Und so sie fürchten sich noch einmal sehr und sie gingen nur, hielten an seine Feit, kneiden sich vor am Duel. Dann seht Jesus, fürchtet nicht. Gut, und sage ich meine Brüder, dass sie sollen nach Galiläa gehen, da wollen sie mich sein. Und als die frühes gingen einige von den Wächter in der Stadt an und sehen die Hohepriester alles, was geworden wäre. Und als die mit der Ältesten getauft werden und beraten, nu das war eine Meeting, wir waren eine Prediger-Meeting, sind tauft gekriegt, und uns waren beraten, was zu tun wäre, geben sie die Soldaten eine große Summe Geld und Seden. Hier ist sich das auch ein bisschen bekannt. So sie bekämpfen die Soldaten da und dann sagen sie zu den Soldaten, sag den Menschen, und andere wird, wer wir das hier Geschichte bis klar machen, wer wir alle dasselbe sein, gut bloß rührt und sag den Menschen, dass seine Jünger kommen danach, als wir schleifen und staulen am Weg. Ich wundere, wo weiß jeder, dass die Jünger wir, wenn die schleifen. Aber sie merken sich hier eine Leines ab und sagen, sag bloß, dass die haben Weg gestohlen. Und wenn der Gouverneur dort was hier kriegen, dann war wir auch zufriedenstellen. Wenn der Gouverneur dort auf einmal was da kommt, dass der Gouverneur von dem Land dort was hier, das ist nicht was Schlimmes. Den war wir auch bekämpfen so viel, dass das alle okay sind, dass die nicht wollen im Trouble kommen. Wir wollen alle bekämpfen, dass die nicht in Trouble kommen. Dann nahmen sie das Geld und deuten so, als gesagt wird. Und die Geschichte, es mag die Juden, was von der und da verspreit. Menschen weiten dort von der und da nach einmal, dass diese Geschichte so ist und dass sie dort so bekaufen, dass diese Soldaten dort bekaufen und dass Jesus abgestanden ist. Jesus, der lebt. Jesus, der lebt. Und das ist der Grund von unserem Glauben. Und was halten wir uns? Das was ist uns Glauben. Und was glauben wir? Dass Jesus gestorben ist, dass Jesus begraben wird und dass Jesus weiter lebt. Das heißt, abgestanden von dort. So, Jesus, der starb, tem unsere Sünde betont. Und Jesus, der wird begraben, dass wir unsere alte Vergangenheit können hängen lassen, dass wir können abstehen, tem in ein neues Leben wandeln. Und Jesus, der lebt, und wird abgeweicht mit Gott sein Geist, damit wir nu auch können in ein neues Leben wandeln. Und so, das ist mir interessant, dass derselbe Geist, was Gott sein Geist, was Jesus abweicht von dort, der lebt in mir und in die, wenn du Jesus hast angenommen. Ist das nicht was Gutes? Und dann gehen wir Christen manchmal rum und sagen, oh, mit mir ist es zu wenig. Und oh, ich wünsche, ich könnte auch mal, und oh, ich sehe so schwach, und oh, mit mir ist es zu wenig. Und mir jetzt noch manchmal so, hast du Jesus angenommen? Ja. Weil hier ist ein Stadtkante und hier ab mit Rohr, wenn derselbe Jesus, was hat Jesus abgeweicht, der lebt in die. Und hier ab mit Maria und nimm das an und sagt, nicht, weil wir in sich leben, wenn der Jesus, was Jesus hat abgeweicht, der lebt in mir. Mit mir ist es nicht wenig, because ich habe angenommen, sein Jesus, der lebt in mir. Und so, wenn du hast Jesus angenommen und mit dem Müll bekannt, dass Jesus dein Herr ist, und dass du das glaubst, ist abgeweicht von dort, dann wirst du selig werden. Das ist, was es sagt in Römer 10, Vers 9. Das ist, was es sagt. Wenn du bekennst mit deinem Müll, wenn du glaubst in dein Herz, dass Gott hat Jesus abgeweicht. Er hat Leute gefragt, dass die Männer können nach vorne kommen, wenn sie wollen Jesus annehmen, wenn somebody können für ihn beten. Und er sagt, dass wir ein großer, starker, hoher Mann, wir nach vorne gekommen. Aber in seinen Fußstapfen, wir sind kleiner Jungs, ist der zu hängen angekommen. Kleiner Junge kommt, ist der zu hängen an.
en hij hebt dus daddy hing aan. En ik wil jullie zeggen, dads, somebody kijkt naar jullie. Jullie jongens kijken naar jullie. Somebody kijkt naar jullie. Jeder einer van jullie, als je een dad bent oder niet, bereid besonders te de dads, aber jeder einer van jullie, ladies, Jugend, jeder einer kijkt naar jullie. Somebody komt hing aan en jullie fout stoppen. En waar leid je dat aan? En zo ik wel bis jullie moet merken van jou, wanneer je nog niet de Entscheidung je merkt, zoals deze hier van jou, wat zich leiden treffen, om Jezus nu te volgen, om ganz den Weg te gaan. Dus ik zei, je schmier me ook dat proef, te zijn dat de Jugend zich laat treffen. Ze hebben zich bekeerd, hebben Jezus aangenomen, ze treffen zich en ze zeggen, ik wil dit niet het leven leven. Ik wil niet het leven wandelen. Mij merkt dat veel uit. En ik wil die best uit te spreken, want je hier bent, en du dat nog niet ganz klar hast, dan ga niet uit. Wie wil met die beden, wie wil die alleen het geven van jou, dat de kost Jezus aannemen. En somebody kijkt naar die. En Jezus, der heeft het ganz vrij gemaakt. Heeft het vrij gemaakt voor die, best hem dat aannemen. Blijven in die hart. Niet meer twijfelen. Waar bis jij in den Twijfel komt en den Dievel te zien schrijven zijn, ik geloof dat. Ik neem dat aan en ik wil in niet het leven wandelen. So ik wil met jullie te beden en na dem, dan wordt onze gebedsteam hier verder zijn. Ik weet, de tank is hier, aber aan de zijde wordt ruim zijn. So de prayer team wordt nog verder komen, die kan al komen. En dan, wanneer op eenmaal somebody is en zegt, van der weg den Schritt bis ganz sicher merken. Ik zie hem een beetje je twijfel, ik ga wunderen dat de Geschichte zo is. Ik wonder dat hij werkelijk leeft. Dan wil ik die bis te roden, kom hier nog verder. En deze team heeft zich besonders red gemerkt voor die, te met die te beden, dat die kost Sicherheit hat. Dankzij Jezus, dat we kunnen uitrefieren. Dankzij dat we kunnen dat weten en we kunnen dat feilen, dat du leefst. We hebben dat aangenomen, dankzij dafür. Ik bid nu bis krijg van jeder einer, wat hier is, en jeder einer, wat ons kijkt online, dat u ons bis was reden zu ons, Herr Jesus. Wenn du uns trägst, dass wir nicht wieder dort aufschieben, dass bis wir die annehmen, die erkennen, und bis den ganzen Weg gehen mit die Taub. Dankeschön für das aus der Zeit, Dankeschön für den Wort, Dankeschön für die Geschichtenbücher, die ganze Bibel, was wir können nur gehen, und dort das annehmen, und dort bleiben, und der dort geraten werden. Dankeschön, was du hast von uns getan am Kreuz, Dankeschön, dass du unseren Sinn betont hast. Und ich bete nur bis von jeder einer, was hier ist, besonders die Dads, dat ze bis den ganzen Weg gehen, dat ze die annehmen, dat ze nicht mehr in Twijfel leben. Dat ze bis den ganzen Weg mit die Top gehen. Sich ganz hingeben. Sich ganz hingeben zu die. Ich bete bis sehen, ab jeder einer, was hier ist, dat ze sicher bleiben, über diese Osterdag, mit der Familie Taub, mit der Geschwister Taub, und sie reisen, und sie fahren. Frau, bis dass du jeder einen hier was beschützen, bewahren und sicher halten. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Je kan nog verder komen, want je wordt gleich met het team voor jullie bed. Dus zie dat en kan je gaan. Die Leib haf je waan, war de macht van de hel. Ween die kreet, wie fri. Gerad durch die Gnu, wie Hanne steht, und genug wie die. Kein Beuch tau hier, kein mehr tau deib, dienen euch was am Ador. Kein Wort tau hort, keine Sinn tau graut, die Gnade haf gewonnen, die Schuld ward betont, aus der Stein